Стол непрактичен. Это непрактичный стол. Der Schreibtisch ist nicht praktisch. Es ist ein unpraktischer Schreibtisch. Der Schreibtisch, дословно письменный стол. Schreibtisch. Der Schreibtisch ist nicht praktisch. Es ist ein unpraktischer Schreibtisch. Сотовый телефон не старый. Это новый сотовый телефон. Das Handy ist nicht alt. Es ist ein neues Handy. Das Handy ist nicht alt. Es ist ein neues Handy. Лампа не темная. Это яркая лампа. Die Lampe ist nicht dunkel. Es ist eine helle Lampe. Die Lampe ist nicht dunkel. Es ist eine helle Lampe. Полка небольшая. Это маленькая полка. Das Regal ist nicht groß. Es ist ein kleines Regal. Das Regal ist nicht groß. Es ist ein kleines Regal. Принтер не дешевый. Это дорогой принтер. Der Drucker ist nicht billig. Es ist ein teurer Drucker. Der Drucker ist nicht billig. Es ist ein teurer Drucker. Телефон не такой уж устарелый. Это современный телефон. Das Telefon ist nicht unmodern. Es ist ein modernes Telefon. Das Telefon ist nicht unmodern. Es ist ein modernes Telefon. Очки не уродливые. Это красивые очки. Die Brille ist nicht hässlich. Es ist eine schöne Brille. Die Brille ist nicht hässlich. Es ist eine schöne Brille. Подскажите, пожалуйста, когда начинается урок? Können Sie mir bitte sagen, wann der Unterricht beginnt? Können Sie mir bitte sagen, wann der Unterricht beginnt? Скажите, пожалуйста, на каком этаже находится компьютерный класс? Können Sie mir bitte sagen, in welchem Stock sich die Computerklasse befindet? Können Sie mir bitte sagen, in welchem Stock sich die Computerklasse befindet? Подскажите, пожалуйста, почему Петер не пришел? Können Sie mir bitte sagen, warum Peter nicht gekommen ist?
Können Sie mir bitte sagen, warum Peter nicht gekommen ist? И здесь перед нами сложные предложения с придаточным дополнительным, где роль союза выполняют вопросительные слова. Можете ли вы сказать мне, где конференция состоится? Können Sie mir bitte sagen, wo die Konferenz stattfindet? Können Sie mir bitte sagen, wo die Konferenz stattfindet? Можете ли вы сказать мне, пожалуйста, который час? Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Скажите, пожалуйста, как вы провели каникулы? И здесь мы опять используем глагол können. Можете ли вы мне, пожалуйста, сказать? Это более вежливо, чем задать вопрос, как sagen Sie bitte. Können Sie mir bitte sagen, wie Sie die Ferien verbracht haben? Können Sie mir bitte sagen, wie Sie die Ferien verbracht haben? Подскажите, пожалуйста, чью книгу я нашла? Können Sie mir bitte sagen, wessen Buch ich gefunden habe? Können Sie mir bitte sagen, wessen Buch ich gefunden habe? Когда я голоден, я ем бутерброд. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich ein Sandwich. И здесь у нас придаточное предложение на первом месте, то есть предшествует главному предложению. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich ein Sandwich. Когда я хочу пить, я выпиваю стакан воды. Wenn ich Durst habe, dann trinke ich ein Glas Wasser. То есть хотеть пить – это дословно Durst haben, это иметь жажду или хотеть пить. Wenn ich Durst habe, dann trinke ich ein Glas Wasser. Когда я хочу пойти в кино, я бронирую билет или резервирую. Wenn ich ins Kino gehen will, dann reserviere ich eine Karte. Wenn ich ins Kino gehen will, dann reserviere ich eine Karte. Когда мне грустно, я иду гулять. Wenn ich traurig bin, dann mache ich einen Spaziergang. То есть дословно совершаю прогулку. Wenn ich traurig bin, dann mache ich einen Spaziergang.
Если я устраиваю вечеринку, я должен пригласить достаточно людей. Wenn ich eine Party mache, dann muss ich genügend Leute einladen. Wenn ich eine Party mache, dann muss ich genügend Leute einladen. Взрослые идут прежде всего к врачу, если у них грипп или простуда. Erwachsene gehen vor allem zum Arzt, wenn sie Grippe oder eine Erkältung haben. И здесь у нас союз, условное придаточное предложение, порядок слов, подлежащий сразу за союзом, и глагол на последнем месте. Erwachsene gehen vor allem zum Arzt, wenn sie Grippe oder eine Erkältung haben. Если пьют много алкоголя, на следующий день болит голова. Wenn man viel Alkohol trinkt, hat man am nächsten Tag immer Kopfschmerzen. Wenn man viel Alkohol trinkt, hat man am nächsten Tag immer Kopfschmerzen. И здесь у нас придаточное предшествует главному предложению. Давайте посмотрим, где в придаточном подлежащее. Как вы думаете, подлежащее у нас неопределенно личное местоимение man, при котором глагол всегда находится в третьем лице единственного числа, а переводят его третьим лицом множественного числа. Сабина пьет чай с медом, когда у нее болит горло. Sabine trinkt Tee mit Honig, wenn sie Halsschmerzen hat. Sabine trinkt Tee mit Honig, wenn sie Halsschmerzen hat. Когда у Клаудии мигрень, она остается весь день в кровати. Wenn Claudia Migräne hat, bleibt sie den ganzen Tag im Bett. Wenn Claudia Migräne hat, bleibt sie den ganzen Tag im Bett. Клаус идет к зубному врачу, если у него болит зуб. Klaus geht nur zum Zahnarzt, wenn er Zahnschmerzen hat. Klaus geht nur zum Zahnarzt, wenn er Zahnschmerzen hat. Когда у вас болит спина, вам нужно делать упражнения для спины. Wenn Sie Rückenschmerzen haben, müssen Sie Rückenübungen machen. Wenn Sie Rückenschmerzen haben, müssen Sie Rückenübungen machen.
Пойдем, мы сделаем это вместе. Komm, wir machen das zusammen. Komm, wir machen das zusammen. Иногда можно перевести как «давай, мы сделаем это вместе». На диване лежит несколько красивых подушек. Auf dem Sofa liegen ein paar hübsche Kissen. Auf dem Sofa liegen ein paar hübsche Kissen. Сколько же килограммов вы хотели бы сбросить? Wie viele Kilo möchten Sie denn abnehmen? Wie viele Kilo möchten Sie denn abnehmen? Он также спросил меня, где он сможет переночевать. Ночевать übernachten, übernachtete, hat übernachtet. Er hat mich auch gefragt, wo er übernachten kann. Er hat mich auch gefragt, wo er übernachten kann. Er hat mich auch gefragt, wo er übernachten kann. Я люблю есть все сладости, но больше всего я люблю есть шоколад. Ich selbst esse alle Süßigkeiten gern, aber am liebsten esse ich Schokolade. Дословно здесь переводится как «я сама ем все сладости, но больше всего я люблю есть шоколад». Ich selbst esse alle Süßigkeiten gern, aber am liebsten esse ich Schokolade. Ich selbst esse alle Süßigkeiten gern, aber am liebsten esse ich Schokolade. Врачи всегда говорят, что нужно питаться здоровой пищей. Питаться. Ernähren, ernährte, hat, ernährt. Die Ärzte sagen immer, dass man sich gesund ernähren sollte. Die Ärzte sagen immer, dass man sich gesund ernähren sollte. Die Ärzte sagen immer, dass man sich gesund ernähren sollte. Наша учительница симпатичная, и она преподает отличные уроки или ведет отличные уроки. Unsere Lehrerin ist sympathisch und sie macht einen tollen Unterricht. Unsere Lehrerin ist sympathisch und sie macht einen tollen Unterricht.
Unsere Lehrerin ist sympathisch und sie macht einen tollen Unterricht. Эта квартира принадлежит нам. Diese Wohnung gehört uns. Diese Wohnung gehört uns. Я охотно вам помогу. Ich helfe Ihnen gern. Ich helfe Ihnen gern. Скажи ему это сама. Sag ihm das selbst. Sag ihm das selbst. Он ей не нравится. Gefällt ihr nicht. Gefällt ihr nicht. Почему ты ему не отвечаешь? Warum antwortest du ihm nicht? Warum antwortest du ihm nicht? Я покажу вам этот дом. Ich zeige euch dieses Haus. Ich zeige euch dieses Haus. Расскажите им все. Erzählt ihnen alles. Erzählt ihnen alles. Как твои дела? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Как ваши дела? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Угощайтесь. Greifen Sie bitte zu. Greifen Sie bitte zu. Greifen Sie bitte zu. Не стесняйтесь. Zieren Sie sich nicht. Zieren Sie sich nicht. Zieren Sie sich nicht. Сказочно вкусно. Es schmeckt fabelhaft. Es schmeckt fabelhaft. Es schmeckt fabelhaft. Вам не помешает, если я закурю? Stört es Sie, wenn ich rauche? Stört es Sie, wenn ich rauche? Stört es Sie, wenn ich rauche? В этом отчете есть некоторые ошибки. In diesem Bericht
sind einige Fehler. In diesem Bericht sind einige Fehler. Еще это слово можно перевести как несколько ошибок, да? In diesem Bericht sind einige Fehler. Некоторые люди за закон, но многие и против него. Einige Leute sind für das Gesetz, aber viele sind auch dagegen. Einige Leute sind für das Gesetz, aber viele sind auch dagegen. Einige Leute sind für das Gesetz, aber viele sind auch dagegen. У каждого есть разные предложения. К сожалению, мы не можем прийти к согласию. Приходить к согласию, соглашаться с кем-либо, sich einigen, einigt sich, einigte sich. Это претеритум. Hat sich geeinigt. Это уже perfekt. Jeder hat einen anderen Vorschlag. Wir können uns leider nicht einigen. Jeder hat einen anderen Vorschlag. Wir können uns leider nicht einigen. Jeder hat einen anderen Vorschlag. Wir können uns leider nicht einigen. Мы ходим за покупками раз в неделю. Ходить за покупками, делать покупки, закупаться, глагол einkaufen. Kauft ein, kaufte ein, Präteritum, hat eingekauft, perfekt. Wir gehen einmal pro Woche einkaufen. Wir gehen einmal pro Woche einkaufen. Wir gehen einmal pro Woche einkaufen. При покупке обратите внимание на специальные предложения. Achten Sie beim Einkauf auf Sonderangebote. Achten Sie beim Einkauf auf Sonderangebote. Achten Sie beim Einkauf auf Sonderangebote. Я сделал все покупки. Теперь мы можем выпить кофе. Ich habe alle Einkäufe erledigt. Jetzt können wir einen Kaffee trinken. Ich habe alle Einkäufe erledigt. Jetzt können wir einen Kaffee trinken. Ich habe alle Einkäufe erledigt. Jetzt können wir einen Kaffee trinken. Новые туфли жмут. И здесь опять у нас глагол drücken. Die neuen Schuhe
drucken. Die neuen Schuhe drucken. Die neuen Schuhe drucken. Если ты нажмешь здесь, дверь откроется. Wenn du hier drückst, geht die Tür auf. Wenn du hier drückst, geht die Tür auf. Wenn du hier drückst, geht die Tür auf. Нажатием кнопки включают прибор. Mit einem Knopfdruck schaltet man das Gerät ein. Mit einem Knopfdruck schaltet man das Gerät ein. Mit einem Knopfdruck schaltet man das Gerät ein. Насколько высоко должно быть давление в передних шинах? Wie hoch muss der Druck in den vorderen Reifen sein? Wie hoch muss der Druck in den vorderen Reifen sein? Wie hoch muss der Druck in den vorderen Reifen sein? Со мной произошла какая-то глупость. Mir ist etwas Dummes passiert. Mir ist etwas Dummes passiert. Mir ist etwas Dummes passiert. К сожалению, наш поезд опаздывает на 15 минут. Unser Zug hat leider 15 Minuten Verspätung. Unser Zug hat leider 15 Minuten Verspätung. Unser Zug hat leider 15 Minuten Verspätung. Дословно можно перевести как «Наш поезд имеет, к сожалению, 15 минут опоздания». Сумка лежит на полу. Die Tasche liegt auf dem Boden. Die Tasche liegt auf dem Boden. Die Tasche liegt auf dem Boden. Бутылки стоят на полке. Die Flaschen stehen im Regal. Die Flaschen stehen im Regal. Die Flaschen stehen im Regal. Стаканы стоят в шкафу.
Die Gläser stehen im Schrank. Die Gläser stehen im Schrank. Die Gläser stehen im Schrank. Кошка сидит на диване. Die Katze sitzt auf dem Sofa. Die Katze sitzt auf dem Sofa. Die Katze sitzt auf dem Sofa. Футболка лежит на диване. Das T-Shirt liegt auf dem Sofa. Das T-Shirt liegt auf dem Sofa. Das T-Shirt liegt auf dem Sofa. Куртка лежит на диване. Die Jacke liegt auf dem Sofa. Die Jacke liegt auf dem Sofa. Бутылка с водой стоит на столе. Die Wasserflasche steht auf dem Tisch. Die Wasserflasche steht auf dem Tisch. Die Wasserflasche steht auf dem Tisch. Очки лежат на столе. Die Brille liegt auf dem Tisch. Die Brille liegt auf dem Tisch. Цветочные горшки стоят в углу. Die Blumentöpfe stehen in der Ecke. Die Blumentöpfe stehen in der Ecke. Die Blumentöpfe stehen in der Ecke. Книга лежит на полу перед диваном. Ein Buch liegt auf dem Boden vor dem Sofa. Ein Buch liegt auf dem Boden vor dem Sofa. Ein Buch liegt auf dem Boden vor dem Sofa. Очки лежат на книге. Die Brille liegt auf dem Buch. Die Brille liegt auf dem Buch. Die Brille liegt auf dem Buch. Стулья стоят за столом. Die Stühle stehen am Tisch. Die Stühle stehen am Tisch. Die Stühle stehen am Tisch. Мира – коллега, которую я знаю давно. Mira ist eine Kollegin, die ich schon lang kenne. Mira ist eine Kollegin, die ich schon lang kenne. Mira ist eine Kollegin, die ich schon lang kenne. Норберто und Miguel – друзья, с которыми я часто встречаюсь.
Norberto und Miguel sind Freunde, die ich oft treffe. Norberto und Miguel sind Freunde, die ich oft treffe. Norberto und Miguel sind Freunde, die ich oft treffe. Густав – друг, которого я давно не видел. Gustav ist ein Freund, den ich lang nicht gesehen habe. Gustav ist ein Freund, den ich lang nicht gesehen habe. Gustav ist ein Freund, den ich lang nicht gesehen habe. Лара – ребенок, которого я считаю очень милым. Lara ist das Kind, das ich sehr nett finde. Lara ist das Kind, das ich sehr nett finde. Lara ist das Kind, das ich sehr nett finde. Мужчина купил на блошином рынке красивую картину за 8 евро. Ein Mann hat auf einem Flohmarkt für 8 Euro ein schönes Bild gekauft. Ein Mann hat auf einem Flohmarkt für 8 Euro ein schönes Bild gekauft. Ein Mann hat auf einem Flohmarkt für 8 Euro ein schönes Bild gekauft. Фанаты песни пели сами. Петь – singen, singt, hat gesungen. Die Fans haben die Lieder selbst gesungen. Die Fans haben die Lieder selbst gesungen. Die Fans haben die Lieder selbst gesungen. Группа давала концерт в Граце. Давать – geben, gibt, hat gegeben. Eine Band hat in Graz ein Konzert gegeben. Eine Band hat in Graz ein Konzert gegeben. Eine Band hat in Graz ein Konzert gegeben. Бяте нужно собирать чемоданы и коробки, но ей хотелось бы лечь на кровать и поспать. Beate muss Koffer
und Kisten packen, aber sie würde gern auf dem Bett liegen und schlafen. Beate muss Koffer und Kisten packen, aber sie würde gern auf dem Bett liegen und schlafen. Beate muss Koffer und Kisten packen, aber sie würde gern auf dem Bett liegen und schlafen. На этом озере можно арендовать лодки. An diesem See kann man Boote mieten. An diesem See kann man Boote mieten. An diesem See kann man Boote mieten.